Ausgerechnet der Sohn vom reformierten Pfarrer vor Ort hat mich mit dem Metal vertraut gemacht. Wir haben auch Kassetten von christlichen Metalbands wie Whitecross oder Modification austauscht. Auch der Hauptjungscharleiter hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen mit seinem Herz, das für harte Rockmusik hat geschlagen. Eine mega Überraschung war das, wo sich unsere Wege in der Metal Church Jahre später wieder gekreuzt. Dazwischen ist aber viel passiert. Die Musik war mir immer wichtig. Nach dem obligaten Einstieg mit Flöte habe ich dann Klavier gelernt spielen, später Saxophon und schliesslich Gitarre. Den Bass habe ich aber irgendwie nie gekannt. Als ich aber das erste Mal realisiert habe, dass das die Gitarre mit den dicken Saiten ist, die das Gefühl im Bauch auslöst, ist das um mich passiert. Mit 19 hat mich die Oberstiftin von meinem Bruder gefragt, ob ich mit ihr als Schlagzeugerin nicht eine Metalband gründen wollte. Über ein Inserat haben wir dann noch die passende Gitarristin gefunden. Seither rocken wir Mädels als Hallucination den Bandraum und ab und zu lokale Bühnen. Apropos Mädels. Nach dem Wegzug von meiner besten Freundin hat mir schon in Teenie-Zeiten der Anschluss ein bisschen gefehlt, weil mir die gleichaltrigen Frauen in der Gemeinde haben gefehlt, wo ich aufgewachsen bin. So habe ich mich im Glauben allein gelassen gefühlt. Auch wenn meine Eltern mir das Christsein glaubwürdig haben vorgelebt. Für die Konfirmation hätte ich mich dann, wie es das Kirchenrecht vorsieht, zuerst noch taufen lassen. Aber hier haben meine Eltern interveniert. Sie haben mich schon als Kleinkind bewusst nicht ungefragt taufen, sondern sie der Überzeugung, dass jemand bewusst die Taufe anstreben und freiwillig machen muss. Konfirmiert bin ich dann gleich geworden. Seither habe ich jetzt einfach auf den richtigen Zeitpunkt gewartet für meine Taufe. Ich war schon als Kind anders als die anderen. Einerseits habe ich verschiedene schmerzhafte Erfahrungen gemacht, die mein Leben über viele Jahre schwer belastet haben, und andererseits bin ich auffällig, rebellisch und als Jesus-Freak bekannt gewesen. Zuerst als Punk und schliesslich als Metalhead unterwegs. Ich habe verschiedene Gemeinden ausprobiert, habe keinen Ort gefunden, wo ich tiefe Freundschaften und ehrliche Beziehungen finden konnte. Zudem ist mir schnell zu verstehen gegeben worden, dass meine Aufmachung mit rot-schwarzem Minirock, Netzstrumpfhosen und mächtig viel Schminke unangemessen sei. Ich habe einfach nie reingepasst. Aus dieser Enttäuschung heraus habe ich entschieden, machen wir das mal ohne Gott. Ich habe mich bewusst distanziert und habe mir verboten zu beten. Aber das hat auch nicht funktioniert. Ich war einfach viel zu verwurzelt im Glauben an Gott. Mit der Geburt von meiner Tochter haben sich zwei Sachen verändert. Einerseits haben meine Depressionen plötzlich aufgehört und andererseits hat der Glaube für mich wieder eine tragende Rolle im Leben gespielt. Grund dafür war, dass ich meiner Tochter und später auch meinem Sohn das Wichtige, eben das von Gott mit auf den Weg geben wollte. Mehrere Jahre später, als ich nach und nach zum unglaublich schmerzhaften Entschluss bekam, dass ich meine mittlerweile 15-jährige Partnerschaft mit dem Vater von meinen 2 Kindern beenden musste, ist bei mir paradoxerweise gleichzeitig die Gewissheit, dass es jetzt der Zeitpunkt ist, mich zu taufen, gewachsen. Ich wusste, dass ich jetzt alles Destruktives zurücklassen muss. Ich habe erfahren, dass Gott mich auch in finsteren Zeiten nicht allein gelassen hat. Und jetzt war es soweit, öffentlich ein Bündnis mit Gott einzugehen. Vor einiger Zeit bin ich dann wieder in Kontakt gekommen mit dem Metal-Pfarrer und habe gemerkt, dass die Metal Church unser Ort ist. Metal und Jesus zusammen ohne Abstriche. Wie der Song, den ich einmal geschrieben habe, «Jesus was a Metalhead». Die Metal Church ist ein Ort, wo ich auch mit Ecken, Kanten und Narben von Anfang an 100% willkommen bin. Auch meine Kinder, die den Metal genauso lieben wie ich, fühlen sich pudelwohl und kommen immer gern. Und so habe ich mich im Herbst 2024 in 13 Grad kalten Aare taufen. Ich bin selber erstaunt, was sich seither verändert hat. Die Intensität von meinem Glauben hat sich von innen heraus verstärkt. Alles hat irgendwie einen anderen Anschein, auch wenn ich mich immer noch in der gleichen herausfordernden Situation befinde seit meiner Trennung. Als ich früher nicht mehr Bibel lesen konnte, die Worte einfach nicht mehr verstanden und die inneren Widerstände gespürt, reden jetzt Texte zu mir. Meine Seele ist befreit und ich kann im Glauben wachsen. Ich engagiere mich
in der Metal Church jetzt zuerst mal in einer christlichen Gemeinde und habe ein Lagerfeuer gestartet. So nennen wir in der Metal Church die Hauskreise. Zusätzlich helfe ich noch mit, ein Kinderprogramm im zweiten Teil von unserem Metal-Gottesdienst zu gestalten. Ich bin wirklich gespannt, woher mich Gott noch führt und welche Berufung er für mich parat hat. Vielleicht spielen die Träume, die ich manchmal habe, die überraschenden Einblicke in die unsichtbare Welt eine Rolle. Oder vielleicht kann ich auch mitwirken, mit Metal-Musik unsere Gottesdienste zu gestalten. Wir werden es sehen.